Herzlich willkommen zu Alan Wake. Wieder einmal seit langem. Ich habe das Spiel schon zweimal angefangen. Ich glaube, einmal sicher habe ich das auch aufgenommen. Aber ich habe es dann nie weitergespielt und ich werde das jetzt wirklich... Okay, ich muss etwas drücken. Und ich werde das jetzt wirklich mal durchspielen. Und ich nehme das jetzt einfach mal auf, um mich selber motivieren. Weil ich habe es bei Spooky's Haus gesehen, wenn ich das aufnehme, spiele ich es auch wirklich durch und sonst spiele ich es einfach nicht. Und das ist wirklich ein gutes Spiel, es hat eine super Story. Ich habe es eben schon mal angefangen, was nachher kommt, keine Ahnung. Und ich weiss auch nicht, wie es anfängt. Darum würde ich sagen, fangen wir ein neues Spiel an, noch eins von vorne. Und ja, legen wir direkt los. Viel Spaß mit dem Intro. Ja, schon normal. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Jo, da wären wir in der Episode 1. Nein, die wollen wir nicht umkehren. Wir sind hier in einem Albtraum gesehen. Oder immer noch. Wir können sogar rennen, das ist ja wunderbar. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Mhm. Also grafisch auf jeden Fall ein Vorteil eine Verbesserung zu Spooky's Haus. Okay, jetzt steht einer. Er steht da. Ihr kennt mich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Oh. Glauben Sie, dass Sie sich einfach... Der ist ziemlich hässlich auf mich. Wieso auch immer. und Sie töten, damit es die Vermannung steigert? Jetzt stecken Sie in dieser Geschichte und ich... Sie sind ein Witz. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördere Sie ins Grab. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie haben überhaupt keinen künstlerischen Wert. Sie sind ein lausiger Schriftsteller, billiger Horror und großkottiges Geschwafel. Mehr haben Sie nicht drauf. Sehen Sie mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Aha. Also wir werden für unsere eigene Arbeit beleidigt in einem Albtraum.
Und so richtig disst. Sie haben den Oh, oh. Termin verpasst! Wir können ausweichen. Mist. Die können mich nicht aufhalten! Gut gemacht. Ja, dann machen wir das. Autsch, das ist die falsche Seite gesehen. Ah, wie geht das? Die Steuerung ist recht speziell. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Okay, schön. Schöne Sachen schreibst du da, Ellen. Ja, dann Wie fühlt es sich an, laufen wir durch die mal vor eigene dem Schöpfung davon. umzukommen? Wow. Okay, jetzt säckeln wir mal wieder vorbei im Spookys Haus davon. Das Blutkorn. Ah, der ist noch recht weit weg. Ah, jetzt mag er schon nicht mehr säckeln. Ist halt auch nur ein Auto. Ja. Da steht einer. Aber der hilft mir. So geht das richtig. Ah, er mag nicht mehr säckeln. Nicht. Okay. Oh nein! Stopp! Nein! Nein! Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Oh nein. Was ist das für ein Albtraum? Oh, die Augen. Richtig Psy. Wow. Wow, die Musik. Da ist Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. da, oder? Oh, Dem Licht nach. komischer Traum, aber wir gehen zum Licht. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Genau. Das Licht ist unser Freund und der Schatten ist unser Feind. Im Licht können wir Leben regenerieren. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Ja, das Licht ist sehr freundlich zu uns, würde ich sagen. Zack, Ich bin in schon Ihrem Traum, steht um Ihnen Stein. etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich, noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Oh. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Aha. Was? Jetzt haben wir Gut eine ganze gemacht. Batterie gebraucht für das. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Hier nehmen Sie die Waffe.
Oha. Ja, dann. Ja, sterben Sie! Ja, dann müssen wir den jetzt umlegen. Oh, jetzt haltet der aus. Oha. Ja, gut. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Also, wir In können dem denen nichts Albtraum machen, wenn sie. übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Wir können denen nichts machen, solange sie so von Schatten umhüllt sind. Dann müssen wir sie zuerst blenden, bis sie... Genau, und jetzt können wir drauf schießen. Oh. Jetzt könnten wir drauf schießen. Wo ist er, wo ist er? Wow, was kommt der da hinten durch? Okay, der hat nicht mehr so viel Schuss gebraucht, immerhin. Dann säckeln wir mal zum nächsten Lichtpunkt, würde ich sagen. Wake! Wow, der Move! Okay. Wir können da mal auf. Oha, Leuchtpistole. Im Licht können sie uns auch wirklich nichts machen. Sie sind tot, so wie ich. Da sollte ich dran vorbeisäckeln. Ja, ja komm jetzt. Bam! Hätten wir die, aber ich warte da lieber nicht zu lang. So, säckle weiter. Sterben. Damit kann ich ewig Oha. weitermachen. Also ich sage jetzt einfach mal zum Leuchtturm mit der Hoffnung, wir schaffen das. Wow. Das ist mal ein Traum. Ich mag auch nicht mehr so säckeln, da unsere Ellen. Aber unsere kleine Licht. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Jo, der Traum ist vorbei, der Albtraum.
Ich muss sagen, für ein Intro ist das sehr gut gelungen. Die Musik, die Atmosphäre, alles. Und auch Grafik, für das, dass das Tun Spiel wir so, schon als älter wären wir im ist. Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest. Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie Der kennenzulernen. Schlingel, der. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Ah, wir sind so Es ist mir berührt. eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Dankeschön. Er ist doch mal ein netter älterer Herr. Ist jetzt nicht gerade so ein schöner Ort von da aus gesehen, zum Ferien machen, aber hey. Sieht gemütlich aus, würde ich meinen. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Oje. Ja? Hey Superstar, wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sagt Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Das ist schon mal ein Hirsch hinten dran. Alan, wir sind da. Das Komm zurück zum Hirschfest. Auto. Ah, richtig cool gemacht, muss ich sagen. Zum Auto. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carl Stuckey. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Oh Dear Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Oh das nein. hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es Es wirklich. ist nett, dass Sie das sagen. Rose. Rose, ich suche Mr. Stuckey. Carl Stuckey. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Toll. So viel zum ruhigen Urlaub. Ja, wir sind offenbar berühmter, Probieren als Sie ich den Kaffee. gedacht hätte. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon 2. Tipptopp. Und was sind denn das da für Dinge? Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut, Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist Okay, das sein machen wir das Ernst? mal. Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ja, Ja, lassen wir manchmal die zwei hält dort mal.
Dann muss man dem Ding Das WC einen ist er gegangen, hat es ordentlichen Klaps geheißen. geben. Dass ich dann You put the dime in the dieser Seite coconut, durch, hä? drink 'em both up. Glaub bloß nicht, Ja, eben, dass die ich Grafik dich kann ich nicht noch im ansprechen. Schlaf Ist ermorde, eigentlich, bloß ich finde, weil ziemlich wir gut. Brüder sind. Für das, dass es schon mehrere Jahre alt ist. Und es ist zuerst auf Konsole rausgekommen und dann nachher auf PC Das ist mein Lieblingslied. adaptiert wurde, oder wie man dem auch sagt. Was Halt machen die die denn? Klappe, Gehen Sie Alter. da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Oh, ins Dunkle gehen gefällt mir nicht in Ich dem wollte nicht Spiel. warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Oh oh. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Oh, Er ist shit. krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Boah, so richtig creepy. Unheimlich. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Hat etwas so von einer Hexe. junger Also. Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Ja, du. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um... Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus seiner Klinik bei der Cauldron Lake. Tschüss, Mr. Wake. Tschüss. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Stucky. Ihr Schlüssel! Hä? Das Diner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Ah, so schön. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Oh, Ich super. wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Ja, dann würde ich sagen, das wäre es mal gesehen für die erste Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in das Hütchen, schauen, dass uns dort erwartet. Hast du die Beschreibung und- richtig gelesen? Jo. Es ist gar nicht wie in der Broschüre. Bis zum es sollte nächsten doch Mal. am See sein, nicht auf dem See.